Cari amici del Centro Tedesco di Studi Veneziani, liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Studienzentrums in Venedig, lieber Axel Braun, cara Petra Schäfer del Team Venezia, cari voi tutte e tutti, liebe alle, benvenuti al nostro Artist Talk, herzlich willkommen zu unserem Artist Talk. Ho dato il benvenuto a tutti, ma non ancora citato un nome che deve assolutamente essere menzionato. Sono molto lieto che questa sera sia di nuovo con noi la dottoressa Christiane Hackeroth, che da molti anni con la sua fondazione offre un contributo inestimabile ai nostri borsisti artisti e sostiene in particolare anche il lavoro di Axel Braun. Ricordiamo che venerdì prossimo alle ore 19 si terrà un altro Artist Talk con la signora Hackeroth nell'ambito della mostra Strange 2 presso il ristorante Al Colombo San Marco Corto al Teatro. Das Ganze auf Deutsch. Nun habe ich ganz viele Namen genannt, doch noch nicht einen, der hier unbedingt genannt sein muss. Ich freue mich sehr, dass heute Abend auch Frau Dr. Christiane Hackeroth wieder bei uns ist, die seit vielen Jahren mit ihrer Kunst- und Kulturstiftung einen unschätzbar wertvollen Beitrag für unsere Kunststipendiaten im Besonderen leistet und auch im Besonderen die Arbeit von Axel Braun unterstützt. An dieser Stelle herzlichen Dank, Frau Hackeroth. Ein Applaus. Und einmal kurz, genau, vielen Dank. Genau. Und auch an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass in 2 Tagen es einen Artist Talk gibt im Restaurant Colombo, wo Sie mit Petra Schäfer auch einen Artist Talk mit weiteren Künstlerinnen erhalten werden. In 2 Tagen um 19 Uhr, Teatro al Corte Colombo. Da freuen wir uns drauf. Ja. Dankeschön. Danke. Guardare Venezia per potersi porre, grazie agli immagini speculari e ai rispecchiamenti che ne emergono, potersi porre le domande più urgenti del nostro tempo. Questo è ciò che fa il nostro borsista artista Axel Braun nel suo lavoro multimediale in modo molto intenso e suggestivo. Sullo schermo vediamo la sua esplorazione fotografica di un'altra città lagunare, New Songdo City, Corea del Sud, costruita anche sulla soglia tra terra e acqua, amalgando cultura e natura. E come Venezia sembra sorgere irrealisticamente su uno specchio d'acqua, simboleggiando quei fenomeni liminari che si verificano sulla soglia tra realtà e immaginazione. Il suo progetto a lungo termine si chiama Disturbed Harmonies, paesaggio antropocenico. Il rapporto con Venezia ci viene facilmente spiegato quando Axel ci parla della sua visione della città lagunare, del suo progetto Macchina Mundi, in conversazione con Petra Schäfer, che, come sapete benissimo, tradurrà il dialogo in modo consecutivo. Auf die Stadt Venedig schauen, dank der Spiegelbilder, die entstehen, sich den großen Fragen unserer Zeit widmen zu können. Das macht unser Kunststipendiat Axel Braun in seiner multimedialen Arbeit auf ganz intensive wie eindrückliche Weise. Wir sehen auf dem Bildschirm seine fotografische Auseinandersetzung mit einer anderen Stadt, New Songdo City in Südkorea, die im Schwellenbereich von Land und Wasser gebaut ist, Kultur und Natur amalgamiert und die wie Venedig unwirklich auf einem Wasserspiegel emporzuragen scheint. Sein Langzeitprojekt heißt Disturbed Harmonies, Anthropozäne Landschaften. Die Beziehung zu Venedig erklärt sich uns ganz leicht, wenn uns Axel dann im Gespräch mit Petra Schäfer, die, wie Sie alle wissen, dann konsekutiv übersetzen wird, mehr über seinen Blick auf die Lagunenstadt und insbesondere über sein Projekt Macchina Mundi berichten wird.
Cosa vede Axel in queste immagini speculari? Vede contrasti, vede il bianco e il nero della vita che è sempre presente allo stesso tempo. La bellezza unita alla crudeltà, la scienza legata alla barbarie, la prosperità e la cultura a scapito dello sfruttamento e della misera umana. Egli, Axel, integra tutte queste osservazioni nel contesto dello sviluppo umano e della geologia. Qual è il rapporto tra l'uomo e la natura? In che modo l'ambiente e il clima sono influenzati da lui, quindi da noi? In breve, cosa vediamo nello specchio di un ghiacciaio che si scioglie lentamente? Axel tira in ballo il termine antropocene, che esprime una tesi. Se l'uomo sia diventato un fattore di influenza tale da determinare anche i processi biologici, geologici e atmosferici sulla Terra. Viviamo quindi in una nuova epoca geocronologica, l'era dell'uomo, cioè l'antropocene, questa è la domanda. Was sieht Axel Braun nun in diesen Spiegelbildern? Er sieht Kontraste, er sieht Schwarz und Weiß im Leben, das immer gleichzeitig vorhanden ist. Schönheit verbunden mit Grausamkeit, Wissenschaft gebunden an Barbarei, Wohlstand und Kultur auf Kosten von Ausbeutung und menschlichem Elend. All diese Beobachtungen bindet er ein in ein Konzept von in einen Kontext von Menschheitsentwicklung und Erdgeschichte. In welchem Verhältnis stehen Menschen und Natur zueinander? Wie sind Umwelt und Klima durch ihn beeinflusst? Kurz, was sehen wir im Spiegel eines langsam schmelzenden Gletschers? Axel Braun bringt den Begriff Anthropozän ins Spiel, der eine These ausdrückt. Ob nämlich der Mensch zu einem solchen Einflussfaktor geworden sei, dass er auch biologische, geologische und atmosphärische Prozesse auf der Erde bestimmt. Leben wir demnach in einer neuen geochronologischen Epoche, nämlich im sogenannten Zeitalter des Anthropozäns? Das ist die große Frage. Ogni tesi richiede un'antitesi. È ormai ben documentato che circa 12.000 oppure 14.000 anni fa, a seguito del riscaldamento globale dopo l'ultima era glaciale, il livello del mare era più basso di circa 100 metri rispetto ad oggi. Nella cosiddetta preistorica, non molto tempo fa, in termini geologici, era quindi possibile camminare da Pola, in Istria, fino a Ancona, senza bagnarsi i piedi. L'unico problema era che questi insediamenti rurali non esistevano ancora. Jede These braucht eine Antithese. Es ist inzwischen gut belegt, dass vor etwa 12.000 bis 14.000 Jahren im Zuge der Erderwärmung nach der letzten Eiszeit der Meeresspiegel tatsächlich fast 100 Meter tiefer lag als heute. In sogenannten prähistorischen Zeiten, und das ist noch gar nicht so lange her, war es möglich, von Pula auf Istrien direkt nach Ancona zu laufen, und zwar trockenen Fußes. Man hatte nur das Problem, dass es diese Siedlungen wahrscheinlich noch nicht gab. Sono tutte domande complesse, ma posso rassicurarvi che non riusciremo a risolvere nulla questa sera, ma grazie all'arte di Axel Braun e alle conversazioni e ai dialoghi qui al Centro Tedesco, sede dei borsisti dell'arte e della scienza, forse riusciremo a definirle in modo un po' più preciso. Axel e Petra ci stanno aiutando. Das sind alles komplexe Fragen und ich kann Sie beruhigen, dass wir heute Abend gar nichts lösen werden. Aber dank der Kunst von Axel Braun und den Gesprächen und Dialogen hier im Studienzentrum, dem Haus der Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Kunst und Wissenschaft, werden wir Sie vielleicht diese Fragen ein wenig präziser stellen können. Und dazu haben wir die Hilfe von Axel und von Petra. Ich freue mich auf das Gespräch.
Herzlichen Dank, Direktor Erkens. Grazie, Direttore Erkens, und herzlich willkommen, Axel Braun. Benvenuto, Axel Braun. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Richard, für die nette Einführung. Und ich freue mich auf das Gespräch, Petra. Doch bevor wir ins Gespräch gehen, wie üblich eine Blitzeinführung in deine Biografie. Axel Braun, Jahrgang 83, in Düsseldorf geboren, nicht in Essen, wie ich zunächst dachte, lebst und arbeitest aber in Essen, hast Fotografie studiert an der Folkwang Universität der Künste in Essen und Bildende Kunst an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Gefördert wurde deine Arbeit unter anderem vom Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstler und Stipendien der Stiftung Kunstfonds und der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen. 2023, also gar nicht so lange her, hast du den Allbau-Kulturpreis der Stadt Essen erhalten und bist jetzt bis Ende Juni, also noch diese Woche, Stipendiat hier am Deutschen Studienzentrum in Venedig. Axel Braun, una brevissima introduzione alla sua biografia, ha studiato fotografia all'Università delle Belle Arti Folkwang di Essen, dove vive, e arti visive all'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Dal 2006 il suo lavoro ha ricevuto riconoscimenti e sostegno, per esempio attraverso il premio per giovani artisti della regione Nordrhein-Westfalia e sovvenzioni della Stiftung Kunstfonds e della Kunststiftung Nordrhein-Westfalen. Wir hätten an dieser Stelle auch zu ergänzen, seit jüngstem auch durch die Dr. Christiane Hackeroth Kunst- und Kulturstiftung. Das wäre dann gleich in die Biografie einzugeben. Quindi aggiungiamo anche la Fondazione Dr. Christiane Hackeroth per l'arte e la cultura. Nel 2003, quindi l'anno scorso, ha vinto l'Albau Kulturpreis della città di Essen e sarà ancora per poco il nostro borsista qui al Centro Tedesco di Studi Veneziani. Zahlreiche Ausstellungen, wir wollen hier nur wenige nennen, Einzel- und Gruppenausstellungen in Düsseldorf, Bochum, Bratislava, Budapest, Krakau und Wien. Numerosi, appena elencato le città, le sue mostre personali e collettive, tra cui Düsseldorf, Bochum, Bratislava, Budapest, Cracovia e Vienna. Und du warst Honorary Fellow am Institut für Advanced Sustainability Studies in Potsdam und Lehrbeauftragter an der Folkwang-Universität in Essen. Sei stato Honorary Fellow presso l'Institute for Advanced Sustainability Studies di Potsdam e l'Università di Belle Arti di Folkwang. Zahlreiche Vorträge, Performances, heute Abend keine Performance, ein Gespräch, unter anderem an den Universitäten Cambridge, Wien, Saarbrücken, Trier und Weimar. Numerose le sue conferenze, performances, per esempio all'Università di Cambridge, Vienna, Saarbrücken, Trier, Treviri e Weimar. È autore di libri d'artista e ha contribuito a saggi e pubblicazioni, tra cui il Haus der Kulturen der Welt a Berlino. Und nicht zuletzt bist du Autor von Künstlerbüchern, was wir heute Abend nicht vertiefen können. Und du hast Aufsätze und Publikationen geschrieben, unter anderem für das Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Vielen Dank. Ja, danke dir, Petra. Und wir haben im Vorgespräch überlegt, wie steigen wir ein? Und wir sind eingestiegen mit einer Arbeit, die zeigt deine Arbeitsweise. Wir können heute Abend nicht ein ganzes Euro umfassen. Wir können einen Einblick geben und wir möchten eigentlich einen Einblick geben, was toll ist in das, was du in den letzten 3 Monaten gemacht hast. Und wir nähern uns der Lagune über die Alpen und haben zu Beginn schon gesehen einen Film, der von dir gerade fertiggestellt wurde im Rahmen einer Ausstellung, Panorama vom Hohen Rat, ein Ultra-HD-Video. Quindi abbiamo pensato come ci avviciniamo ai suoi lavori in Laguna che stasera vi presentiamo e avete già visto all'inizio ci avviciniamo attraverso le Alpi, attraverso questo video che si chiama la vista panoramica dal Hohenrad, un ghiacciaio in Austria. Um was geht es hier und wie können wir hier exemplarisch deine Arbeitsweise erkennen, Axel? Ja, ganz kurz zusammengefasst geht es darum, den Gletscherschwund zu visualisieren. Wir haben ein 360-Grad-Panorama von einem Gipfel in der Silvretta im Westen Österreichs an der Grenze zur Schweiz.
Und wie wir jetzt gerade in dem Moment sehen, habe ich das Panorama, was ich 2022 aufgenommen habe, mit dem historischen Vorbild, was mich überhaupt zu dieser Arbeit inspiriert hat, übereinander gelegt, ineinander geblendet. Und zwar ist das eine Panoramazeichnung von 1888, wo im Prinzip gleich das Panorama zum ersten Mal aufgenommen wurde und auf dem man sehr schön sehen kann, wie sich damals die Kryosphäre, also die Gletscherwelt in dieser Region noch ganz anders dargestellt hat, als das heute ist. Dieses Video läuft quasi in Endlosschleife. Wir sehen jetzt nur die 6-Minuten-Version, während wir sprechen, aber Sie haben ja gerade schon im Anfang gesehen, dass die Berge heute ganz anders aussehen, als wir es jetzt hier in diesem Stich haben, und gleich wird es auch wieder zurück switchen auf die Sicht von 2022, und dann wird, glaube ich, der Verlust des, was man mal das ewige Eis genannt hat, noch deutlicher. Und das führt uns heran an die Mixed Media Essays, die du auch in Venedig in Vorbereitung hast, in denen du visuelle und materielle Kultur, in diesem Fall eben die Panoramakarte, miteinander verknüpfst, mit eigenen Medienproduktionen zu einer, wie du es nennst, assoziativen Erzählung. Und was wir dann im Folgenden sehen für Venedig, ist sozusagen der erste Teil, nämlich deine eigene Medienproduktion ohne dann die Aufarbeitung und die Verknüpfung mit visuellen und materiellen Kultur. Das kommt dann im nächsten Schritt, denn deine Arbeiten sind natürlich auch sehr aufwendig, und wer deine enge Agenda in Venedig verfolgt, weiß, wie viel und wie wirklich atemlos du gerade in Venedig versuchst, so viel Bildmaterial mitzunehmen, wie es geht. Du kommst jetzt gar nicht dazu, das auch noch weiter auszuarbeiten. Ich versuche es, also ich werde schon auch noch ein bisschen was, ich sag mal, aus der Werkzeugkiste zeigen heute Abend, aber ja, tatsächlich 3 Monate können ziemlich kurz sein. Ich versuche die Zeit so zu nutzen, dass ich möglichst viel in Anführungsstrichen mit nach Hause nehmen kann, um dann an langen Winterabenden das Ganze dann auszuarbeiten, weil es halt tatsächlich viel geduldige Arbeit am Computer auch erfordert, hinterher sowas zu machen. Aber ich denke, es wird schon ein lebendiger Einblick in das geben, was ich jetzt hier in den letzten Wochen und Tagen gemacht habe. Und damit wir jetzt schnell weiterkommen, mache ich eine Schnellzusammenfassung auf Italienisch. Quindi vediamo qui un'opera, se vogliamo, finita, terminata di Axel. Questo è un'opera, come già dicevo, appena concluso, realizzato in realtà poi nell'ambito di una mostra che ha realizzato nel 2022 in Austria, per documentare quello che è il ritiro, se vogliamo, delle ghiacciaie nella zona della Sivretta sul confine con la Svizzera. Vediamo come in questo video a 360 gradi che lui ha realizzato, a un certo punto si allaccia e dialogo, se vogliamo, con un documento storico, ovvero una carta panoramica del 1888 disegnata, sulla quale si basa e della quale Axel è proprio partito, perché proprio prendendosi, sto aspettando che la vediamo nell'immagine, proprio ispirandosi a questo documento storico ha voluto realizzare questo suo Video. Das, was wir jetzt sehen, hat keinen Ton, es gibt aber auch eine Version mit Ton. Du arbeitest auch in deinen Werken immer auch mit Ton. Nicht immer, ich komme ja eigentlich aus der Fotografie, also von daher ist es eher geräuschlos, also vom Ausgangspunkt her, aber tatsächlich gibt es inzwischen einige Arbeiten, die auch mit Ton arbeiten. Eine werden wir gleich noch in Rohfassung sehen, aber die meisten Sachen, die wir heute Abend sehen, funktionieren jetzt erstmal ohne Ton. Es ist allerdings nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie noch vertont werden. Da liegt sich jetzt für uns die Frage an, nach 3 Monaten Studienzentrum, Aufenthalt im Studienzentrum zusammen mit einem Komponisten, ob sich da vielleicht auch eine sozusagen am Horizont sich eine Zusammenarbeit zwischen euch auftut. Bisher haben wir da noch nicht so konkret drüber gesprochen, weil wir beide halt in unseren Projekten stecken und Matthias noch gar nicht dazu, in einem ganz anderen Kontext gerade unterwegs ist. Also er bewegt sich mit Tänzern und
Videokunst in einem ganz anderen Rahmen aktuell, aber ausschließen möchte ich das nicht. Also Quindi ovviamente questo video non ha suono, ma vedremo altri lavori di Axel dove appunto sono combinati con tappeti sonori, se vogliamo. E la domanda che per me veniva spontanea dopo 3 mesi che è stato nostro ospite insieme a un suo conborsista compositore, se magari all'orizzonte vediamo qualche collaborazione. Mi dice di no perché tutti e due avevano urgenza e velocità per finire i loro Progetti, ma non lo esclude. Jetzt gehen wir in medias res. Du sagtest gerade, du bist ja eigentlich Fotograf und das ist tatsächlich das, was mich jetzt hinführt zu unserer ersten und zu meiner ersten Frage, nämlich der Frage deiner Bildstrategie. Du arbeitest mit einer bewegten Kamera, was mich sehr fasziniert. Und deine Videoarbeiten, vielleicht möchten wir jetzt das Video sehen von Fusina mit der Marschlandschaft. Wir gehen jetzt sozusagen von der Nordlagune nach Venedig rein. Ja. Und auch hier wieder der Dank an die Stifterin, denn das sind allererste Arbeiten, die sehen wir jetzt zum allerersten Mal mit Drohnenflügen über Venedig, die ermöglicht wurden durch die Stiftung. Quindi vediamo qui, ci avviciniamo alla laguna con un video realizzato da Axel, qui con il sostegno della Fondazione Hakerot con un Drone. Das sind Videoarbeiten. Ich erinnere mich nicht, sind das Videoarbeiten, die du auch teilweise selber mitgefilmt hast oder hast du da mit einem Filmer gearbeitet? Also die habe ich selber gefilmt. Es kommt aber später eine, die tatsächlich, wo wir einen Piloten engagieren mussten, weil das einfach im Innenstadtbereich von Venedig nicht erlaubt gewesen wäre, dass ich alleine das mache. In questo caso vediamo riprese realizzate da Axel, mentre dopo vedremo altri. Proprio all'interno di Venezia, come sapete, sicuramente sono vietato i droni, giustamente, quindi lì c'è una licenza che serve per la realizzazione. Und wenn wir das jetzt auf uns wirken lassen, sehen wir natürlich auch mit Rückbezug auf das erste Video, das wir gesehen haben, die unglaublich faszinierende Geschwindigkeit, mit der du arbeitest. Es ist meines Empfindungs nach immer dieselbe, mit der du arbeitest. Du hast eine eigene Strategie der bewegten Kamera, kommst aber eigentlich von dem stillen Bild. Vielleicht möchtest du dazu was sagen. Wie arbeitest du hier und mit welcher Bildgeschwindigkeit arbeitest du hier? Ich habe es mir aufgeschrieben, denn wir haben uns schon dazu ausgetauscht. Ja. Also ich würde jetzt ungern Zahlen nennen, weil es sehr unterschiedlich ist. Wenn die Kamera 50 Meter höher fliegen würde, müsste ich schneller fliegen, um den gleichen Eindruck zu erwecken. Aber ich sage mal, vom Gefühl her ist das ungefähr die Geschwindigkeit, mit der ich mich gern durch meine Bilder bewege. Gibt es auch als Schwenk oder als Zoom, das kommt immer drauf an. Aber du hast es ja gesagt, ich bin eigentlich von Hause aus Fotograf, habe das als erstes studiert und war auch sehr lange mit den statischen Bildern sehr glücklich. Bin allerdings auch immer mehr dann auf den Geschmack gekommen, mich mit Videos, Projektionen auseinanderzusetzen und nicht zuletzt auch die Möglichkeit zu nutzen, dann bewegte Bilder zu haben, im Prinzip so ein Stück weit auch Fotos, die sich ein Stück weit dann bewegen und ein bisschen mehr Geschichte erzählen. Das war so der Anfang, vielleicht als künstlerisches Vorbild dann James Banning zu nennen, der das ja sehr konzeptuell betreibt, also der immer 16 mm Filmrollen, 10 Minuten genau mit einer statischen Einstellung füllt. Auf sowas aufbauend habe ich mich dann allerdings auch immer mehr für Schwenks und Kamerafahrten interessiert, da ich mich halt, wie wir vorhin schon gehört haben, auch besonders mit Landschaften beschäftige und die sind halt oft so groß, dass die einzelne statische Einstellung dem Sujet nicht gerecht wird. Also da macht es einfach aus praktischen Gründen schon Sinn, die Kamera zu bewegen. Und so ist das ein Stück weit zueinander gekommen. Auch da gibt es Vorbilder, würde ich jetzt nicht zu viele oder zu präzise nennen, aber man könnte jetzt an Godards Weekend nennen, da gibt es eine schöne Kamerafahrt oder es gibt einen 360-Grad-Schwenk bei Rainer Werner Fassbinders Martha oder Shining hat schöne Kameraflüge, also sowas hat mich immer schon fasziniert und da versuche ich so ein bisschen meine eigene Sicht reinzubringen. Ja. Und auch darüber unterhalten, denn ich finde, man sieht sofort, dass es ein Axel Braun ist. Ich kann mich irren, aber ich hatte wirklich das Gefühl, gerade von den Bergen herkommend hier auf diese unglaubliche Lagunenschaft, man sieht so, das ist so deine ganz eigene
auch wenn wir wollen, nüchterne und sehr konzentrierte Beobachtungen der Lagune und ehrlich gesagt auch eigentlich kitschfrei. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden im Publikum. Je länger ich mir das anschaue, desto mehr Spiegel sehe ich, Dr. Erkens. Wir haben hier also viel Spiegelelement, hier können wir interpretativ vorgehen. Übersetze das schnell. Sì, io li ho i numeri della sua velocità standard, ma non li vuole rivelare, giustamente perché dice ma può variare perché magari se il drone vola 50 metri sopra magari questa velocità di immagine cambia. Tendenzialmente però è questa lentezza molto, molto piacevole secondo me con la quale Axel lavora e dice che sì, arrivando dalla fotografia, inizialmente ha lavorato da fotografo, poi ha iniziato a usufruire sempre di più le immagini movimentate, che proprio usufruisce dell'utilizzo della telecamera in movimento, perché spesso e volentieri lavora e osserva paesaggi e questi paesaggi ovviamente sono enormi e difficili da captare con una singola immagine. Esempi artistici, due solo voglio nominare, abbiamo già sentito l'esempio di James Benning, un videomaker, un videoartista US-americano dell'avant-garde, anche realizzatore di film documentari, che anche lui lavora appunto con un racconto cineasta molto lento, citava l'esempio Axel Braun, i 16 mm che riempie con 10 minuti, ma ha citato anche Rainer Werner Fassbinder, una sequenza nel film Marta dove appunto vediamo una ripresa a 360 Gradi. Das nächste, was du mitgebracht hast, ist eine Roharbeit. Auch da sehen wir jetzt in dem Fall eine Kamera auf einem Kameraschwenk. Wie heißt das? Kameraarm. Das ist jetzt wieder eine andere Technik, also nicht mit Drohne, sondern mit einer Kamera, die eine feste Kamerafahrt hat, die du so eingerichtet hast. Und jetzt sind wir schon mitten in der Stadt von der Nordlagune, nämlich in der Frari Basilica. Adesso vediamo un altro esempio con suono. Haben wir den Sound ein wenig runter e qui siamo già nel centro città, ci siamo avvicinati dalla Luna Nord e siamo nella Basilica dei Frari und hier sind wir schon mitten in deinem Thema, das Dr. Erkens anmoderiert hatte, nämlich Macchina Mundi, dein Venedig-Projekt. Qui siamo già nel bel mezzo del tuo progetto per Venezia, Macchina Mundi. Ja, genau, also Macchina Mundi ist vielleicht für die, die es nicht kennen als Begriff, ein Weltbild der ausgehenden Renaissance und frühen Neuzeit, was sich insbesondere auf eine Vorstellung eines mechanistischen Weltbildes bezieht und im Prinzip das Universum, die Natur, die Welt quasi eine Art Uhrwerk ist, in der alles berechnet werden kann und alles in berechenbaren Bahnen läuft und dementsprechend auch dann uns Menschen als Akteure einsetzt, die qua unseres Verstandes auch diese ganzen Prozesse in irgendeiner Form einerseits verstehen, aber auch lenken können. Und das finde ich als als einen interessanten Vorläufer zu diesem Konzept des Anthropozäns, wo dann ja der Mensch tatsächlich auch zur geologischen Kraft geworden ist. Ich muss dazu sagen, dass Macchina Mundi als Projekt auch größer angelegt ist, also es soll nicht nur in Venedig stattfinden, aber Venedig war jetzt quasi die erste Gelegenheit, in diese Recherche einzusteigen und
hat einfach aufgrund der so unglaublich reichhaltigen Geschichte auch sehr viel zu bieten, wo man anknüpfen konnte. Und ein ja fast schon ein plakatives Beispiel für diese Auseinandersetzung ist dieses Uhrwerk aus dem 15. Jahrhundert, was ganz in der Nachbarschaft in der Basilica dei Frari zu sehen ist, wo ja, ich glaube nicht viel mehr zu sagen ist, wie mich das dann an dieses mechanistische Weltbild erinnern konnte. Ja. Und das ist unglaublich, weil wenn Sie jetzt in die Basilica dei Frari gehen, Sie werden immer dieses Uhrwerk hören. So ist es mir nämlich gegangen letzte Woche. Ich kenne die Kirche sehr gut und viele andere von Ihnen bestimmt auch. Achten Sie mal darauf, das ist absolut faszinierend. Ich kann es empfehlen, also man kann sich das lange angucken, hat was Meditatives und wenn man reinkommt, links im Seitenschiff, hinterm Pesaro-Grab. Ja. Hinter dem Pesaro-Grab, genau. Quindi adesso ci siamo addentrati al progetto di Axel Braun qui a Venezia che abbiamo annunciato e che si intitola Macchina Mundi. Macchina Mundi riprende l'immagine, l'idea di un mondo nella prima età moderna dove appunto anche attraverso strumenti come quello che vediamo qui nell'opera di Axel Braun l'uomo è in grado di calcolare, di elaborare e anche dominare il tempo e il mondo, se vogliamo, e questo per lui è un punto di partenza per tutta una serie di riflessioni sugli albori, se vogliamo, di quello che è l'età antropocene. Adesso rivediamo l'opera e quello che ci raccontava era che appunto non sarà solo Venezia soggetto di questa sua ricerca, ma Venezia come punto di partenza. Punto di partenza che inizia qui con un macchinario molto vicino e, come dicevo prima, la prossima volta che andrete alla Basilica dei Frari, che tutti noi conosciamo benissimo, non potete fare altro che ascoltare e sentire questo meccanismo che nel silenzio della Basilica si sente benissimo. Appena si entra a sinistra, dopo l'altare della Madonna di Pesaro. Und du hast in deinem Projekt Macchina Mundi andere Dinge angerissen. Du hast gesagt, Venedig ist natürlich ein exemplarisches Beispiel, eine Stadt und auch dank dieses Stipendiums, die dir das ermöglicht hat. Und schreibst, dass natürlich diese museale Kulisse Venedigs auch als Reflexion zentraler Fragen unserer Zeit dient. Wir haben es schon gehört, Anthropozän, aber auch Klimawandel, wachsende Ungleichheit und jetzt kommt es, und damit ist praktisch schon die Überleitung zu dem nächsten Rohwerk, dem Blick in die Werkstatt, den wir haben, nämlich auch die Aufarbeitung kolonialer Verbrechen, die eine Neubewertung zahlreicher historischer Errungenschaften bedeuten. Und damit können wir überschwenken in die zweite Arbeit der Frari-Basilika. Ja, gerne. Quindi partendo da Venezia proprio come esempio, come diciamo sfondo museale che ci aiuta a riflettere domande centrali del nostro tempo, come abbiamo sentito il cambio climatico, l'antropocene, ma anche quello che è l'affrontare degli avvenimenti storici di sfruttamento dell'uomo verso l'uomo. E questo ci porta a un'altra opera di Axel che vediamo sempre qui in bozza, realizzato alla Basilica dei Frari. Eine fast kontemplative Beschäftigung mit dem Kunstwerk, was du hier ermöglichst. Uns, die Basilika, ich sage jetzt mal uns, wer die Basilika sehr gut kennt, weiß,
um welches Grabmal es geht, weiß auch, man wirft meistens, wenn man reinkommt, links mal kurz einen Blick drauf und geht dann schnell weiter zu den beiden Hauptwerken von Tizian, aber es lohnt eine nähere Betrachtung. Quindi per noi che viviamo a Venezia sappiamo ovviamente benissimo di quale tomba dogale si tratta e sappiamo anche che solitamente entriamo in basilica, la vediamo con la coda dell'occhio per poi andare subito a vedere le opere del Tiziano. Ja, ich habe es ausgewählt aus verschiedenen Gründen. Du hattest es ja schon angesprochen, dass insbesondere auch Sklaverei für mich ein Thema ist. Da gibt es eigentlich einen anderen Anknüpfungspunkt, warum ich mich überhaupt hier in Venedig für diese Residenz beworben habe, was quasi so die Initialzündung war. Und da geht es um die Rolle Muranos, also der berühmten Glaswerkstätten, im Kolonialhandel. Denn was vielleicht nicht so bekannt ist, obwohl man es auch an vielen Stellen hören kann oder lesen kann, ist, dass seit der frühen Neuzeit die damals im Niedergang sich befindende Glasindustrie auf Murano einen großen Teil ihrer Einkünfte daraus bestritten hat, Glasperlen herzustellen, die dann in Westafrika und in den Amerikas für den Sklavenhandel bzw. für koloniale Tauschprozesse eingesetzt wurden. Also sie haben hat im Prinzip Venedig die ganzen westeuropäischen Sklavenhändler mit dieser Währung ausgestattet. Und das war so ein Punkt, das war für mich neu als Geschichte und damit wollte ich mich beschäftigen, habe ich auch gemacht. Also wer nach dem Talk noch ein bisschen bleibt, hier werden noch Videoarbeiten laufen, da kann man ein Beispiel aus dieser Recherche auch sehen. Ich war im Glasmuseum, habe dort Perlen reproduziert. Der Bogenschlag jetzt zu diesen afrikanischen Sklaven, die das Grab vom Dogen Pesaro tragen, also alle, die schon mal in der Basilika waren, denen erzähle ich jetzt nichts Neues, aber wer noch nicht war, muss man es vielleicht kurz beschreiben. Das ist eine von 4 überlebensgroßen Figuren, die im Prinzip ein mehrere Meter hohes Konstrukt, dieses Grabmal, tragen auf ihren Schultern. Und oben sitzt dann ein Bildnis des Dogen, umgeben noch von weiteren Figuren, die quasi seine glorreichen Taten verherrlichen. Und da kommen 2 Dinge zusammen. Einerseits dieses Weltbild und der Bezug zur Sklaverei oder das rassistische Weltbild, was dem zugrunde liegt, aber umgekehrt auch wiederum dieser krasse Gegensatz, also die beeindruckende bildhauerische Arbeit, die hier realisiert wurde und diese große Schönheit, die uns eigentlich begegnet, die aber dann, sobald man mehr sich mit dem Gegenstand beschäftigt, dann auch wieder diese Kehrseite bekommt. Solche Gegensätze, Ambivalenzen haben mich einfach besonders interessiert. Und hinzu kommt, das ist ein weiterer Aspekt meiner Recherche, dass ich mich auch ganz besonders mit den Materialien beschäftige, die für diese ganzen Werke verwendet wurden. Und auch da ist die Frage, wo kommen diese ganzen Gesteine her, unter welchen Umständen sind sie nach Venedig gekommen, etc. Das sind Fragen. Ja. Und auch das führt enorm weit, das können wir auch heute Abend nicht angehen, aber vielleicht kommt das im Anschluss. Du warst auch in Steinbrüchen unweit von hier, richtig? Du warst da, wo die Pietra d'Istria herkommt. Genau, Pietra d'Istria war also der erste Anknüpfungspunkt. Ich hoffe, dass es auch möglich ist, noch viele andere Gesteine, die von etwas weiter herkommen, zu ihren Wurzeln und zu verfolgen. Aber der quasi wichtigste Stein für Venedig, aus dem hier fast alles und vor allen Dingen auch die tragenden Konstruktionen entstanden sind, der stammt ja aus der anderen, quasi gegenüberliegenden Seite der Adria und dort bin ich jetzt 2-mal gewesen und habe verschiedene inzwischen stillgelegte Steinbrüche aufgesucht und 3D-Scans angefertigt, Videoarbeiten. Das kommt dann alles noch, einen kleinen Ausschnitt aus diesem Videomaterial gibt es dann auch gleich noch im Nachgang. Portfolio füllt sich. Sì, quello che vediamo qui, perché Axel Braun si è interessato a quest'opera? Perché il suo punto di partenza della sua ricerca era la produzione delle perle veneziane di Murano,
che in realtà rappresentavano una moneta, un valore nel sistema economico capitalista e serviva e addirittura era fondamentale per il commercio dei schiavi nell'Africa dell'Est, e partendo da qui si è occupato e ha cercato e trovato qui nella Basilica dei Fradi manifestazioni artistiche dove vediamo raffigurato, usufruito proprio la figura dello schiavo, e ha trovato qui nella tomba Pesaro un esempio monumentale dove vediamo raffigurati quattro persone di colore che con le loro mani rappresentano, se vogliamo, il fondamento di questo enorme tomba dogale, che appunto nell'apice sorregge e regge il Doge, che se ne vanta di questa sua potenza. Un altro aspetto importante per Axel Braun è proprio la bellezza con la quale questo monumento, se vogliamo, di crudeltà umana è stato realizzato, e si interessa per questo insieme della bellezza e della bruttezza allo stesso momento che ci ricorda. Vielen Dank, auch das können wir heute nur so kurz anreißen, aber ich finde es toll, großartig, dass du uns hier schon einen Ausblick auf deine Arbeit gibst, und wir müssen uns das so vorstellen bei den Mixed Medias Essays, dass du das dann auch visuell, wenn du es in einer Ausstellung zeigst, verknüpfst, dass du also einerseits Videoarbeiten zeigst, aber andererseits auch Fotografien. Genau, oder nach Möglichkeit sogar auch Objekte und Texte. Also es kommt darauf an, was dann einerseits die Recherche tatsächlich als Ergebnisse liefert und andererseits auch, ich arbeite ortsspezifisch, was der Ausstellungsraum mir ermöglicht. Also wenn der Raum die Möglichkeit gibt, ich sag mal, viele Materialien zu zeigen, wird sich das anders darstellen als ein ganz kleiner Raum, oder manchmal gibt es auch ortsspezifische Einschränkungen, warum bestimmte Techniken, beispielsweise wenn kein Video gezeigt werden kann, muss ich mir was anderes einfallen lassen, und da haben wir auch bisher immer gute Lösungen gefunden. In dem Fall, in dieser Arbeit ist tatsächlich Video sehr dominant. Es gibt allerdings auch einige andere und halt tatsächlich Fotografien, Textarbeiten. Das wird man dann sehen. Ich muss jetzt schmunzeln, weil du sagtest, mal gucken, wenn kein Video gezeigt werden kann, weil gestern im Vorgespräch sagtest du, dass es eigentlich tatsächlich auch die Frage war, warum, dass einer der Gründe, warum du aufs Video gegangen bist, ist, weil es eben leichter ist, die Arbeit dann auch per Video zu zeigen in solchen musealen Kontexten. Es kommt drauf an. In manchen Häusern ist es tatsächlich einfacher, weil Medientechnik vorhanden ist und man die dann einfach bespielen kann. Andere und oft ist es also für Fotografen, die wissen das, ist das oft auch ein Problem, dann große Werkserien zu produzieren, große Prints. Das braucht immer ein Budget, was nicht jedes Haus zur Verfügung hat. Aber es gibt natürlich auch Häuser, wo das nicht geht. Also ich habe vor 2 Jahren im Montafon in der Nähe von der Eingangsarbeit, die wir gesehen haben, eine Ausstellung in einem historischen Gebäude gemacht, wo einfach keine Videotechnik angebracht werden konnte. Also da habe ich komplett analog gearbeitet, was ich auch sehr spannend fand. Ja. Certamente sarà solo questo, solo un aspetto parziale, questo video che vediamo, che poi sarà integrato in un contesto più ampio nel momento in cui avviene un allestimento museale. Spesso e volentieri, appunto, in questo mixed media non solo vediamo video, se possibile, ma anche fotografie, ma anche documenti storici, quindi narra la sua storia, se vogliamo, Axel in un modo molto, molto diverso. Adesso parlavamo della possibilità o non possibilità del video, perché mi diceva che in realtà si è approdato al mondo digitale proprio perché spesso e volentieri adesso nei musei e nelle gallerie sono a disposizione
le possibilità tecniche, quindi così spesso e volentieri si opta per i video, devo dire anche noi stasera ce lo godiamo tutto, mentre certamente il budget spesso non permette di fare quello da cui nasce, ovvero la riproduzione fotografica in grande scala. E a Montafon invece, quest'ultima mostra che accennavamo nel 2022, ha lavorato completamente in metodo analogico, quindi anche questo si può fare. Jetzt aber in medias res nach Rialto. Ein anderer Teilaspekt ist das venezianische Kreditwesen als Vorläufer des kapitalistischen Wirtschaftssystems, und dazu gibt es eine abschließende videosequenz, die ist ganz neu, quindi qui vediamo in chiusura ovviamente un altro aspetto di questo Macchina Mundi di Axel, e Rialto, il metodo di credito veneziano come se vogliamo un albore del sistema economico capitalista. Du bist schon gestartet? Ich habe schon mal losgelegt, die läuft ja auch ein paar Minuten. Es ist tatsächlich ein absoluter Rohschnitt, es ist wirklich sehr frisch. Einige Aufnahmen sind erst vor ein paar Tagen entstanden. Das zum Beispiel in der Gesamtkonstellation wird noch sehr viel Post-Production brauchen. Trotzdem, ich hoffe, als kleinen Einblick ist es dann trotz der kleinen Brüche, die es gleich auch noch zwischen den verschiedenen Sequenzen geben wird, interessant zu sehen. Und auch hier nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung, denn ja, das hätte ich alleine nicht realisieren können. Dankeschön. Ich kann ein paar erläuternde Worte sagen. Denn hier kam ein Schnitt, den haben wir alle gesehen. Genau. Wir hatten nach der Eingangssequenz, wo wir quasi den Flug ins Rialto-Viertel, wenn man so möchte, hatten, bewegen wir uns jetzt in einer virtuellen Version dieses Campo San Giacomo di Rialto, die auch mit Hilfe einer Drohne erstellt wurde. Also das 3D-Modell habe ich auf der Basis von Videos erstellt, die ich zusammen mit einem Piloten aufgenommen habe oder die er nach meinen Vorgaben aufgenommen hat. Und das soll die Basis quasi für die Auseinandersetzung mit diesem historischen Platz werden, an dem, wie Petra ja schon gesagt hat, quasi das Giro-Bankwesen erfunden wurde. Hier gibt es auch diese historische Malerei, ich glaube, sie ist aus dem 18. Jahrhundert. Bella heißt der Maler, ist jetzt malerisch nicht unbedingt ein Meisterwerk, aber als historisches Dokument sehr wichtig, denn es ist eine der wenigen Darstellungen dieses Geburtsorts dessen, was dann im Prinzip das heutige Bankwesen ausmacht, nämlich dass man Vermögenswerte einfach nur durch Übertragungen in den Büchern verschieben konnte und nicht im Prinzip erstmal Geld oder Gold auszahlen musste, um es wieder jemand anderen physisch zu geben. Und ja, wir haben eingangs schon darüber gesprochen, es geht bei Venedig für mich halt auch als Pars pro Toto für globale Handelsnetzwerke, und das Ganze funktioniert natürlich nicht ohne das entsprechende Wirtschaftssystem. Und
ja, da war das ein wichtiger Ort. Heute, alle kennen den Ort, manchmal möchte man gar nicht so gerne dort lang gehen, denn heute wird dort weniger mit Vermögenswerten gehandelt, als vielleicht auch eher mit Venedig als Vermögenswert selbst, also Tourismus, Souvenirs etc. Und das ist ein Aspekt, den ich hoffentlich in den nächsten Tagen auch noch in diese hier zugegebenermaßen noch sehr rohe Zusammenstellung einbeziehen kann. Und das ist das, was du mir vorhin sagtest, was man sich jetzt sozusagen zu diesem 3D-Modell noch dazu denken kann. Nämlich du sagtest, du würdest jetzt den nächsten Tag so möglichst so viel Touristen wie möglich aufzunehmen. Und das finde ich so interessant. Es macht so eine Freude, vielen Dank, es macht so eine Freude, an diesen Arbeitsprozessen teilzunehmen, weil wir sehen, wie so etwas langsam puzzeln, so von der Anfrage bis zur Realisierung weiter vor sich fliegt. Und ich finde, vielleicht können wir diesen Drohnenanflug nochmal sehen. Ich finde das unheimlich gelungen und ich finde es auch toll, das im Rohzustand zu sehen und zu wissen, aha, es gibt noch verschiedene Sequenzen, die zusammengeschnitten sind. Es gibt hier noch Veränderungen. Und du hast mir auch erzählt, bist selber nicht geflogen, weil das eben eine Frage der Erlaubnis war. Du hast aber genau diesen Flug vorgegeben. Also schon die Idee, über Rialto zu fliegen und dann in diesen Haupthandelsplatz hinein. Genau, ja, das ist relativ schwierig, sowas zu planen, wenn man es noch nie von oben gesehen hat, aber Google Maps hilft natürlich ein Stück weit, ist trotzdem was anderes als das, was wir jetzt hier sehen und mit viel Beobachtungen am Boden und dann diversen Zeichnungen auf Karten und lebendigen Gesprächen mit dem Piloten haben wir das so hingekriegt. È veramente molto, molto, molto bello poter accompagnare l'artista in questo suo processo lavorativo e quindi possiamo solo che ringraziare che ci rende partecipe a questo che è veramente un lavoro grezzo ancora e racconta come appunto con il dronista Leonardo ha deciso quale via di volo col drone utilizzare, come avvicinarsi in quello che è il campo Bella Vienna e che appunto fu la culla, se vogliamo, del sistema di credito, del trasferimenti dei propri beni attraverso una carta, un libro e quello che vedevamo prima, ma l'avete riconosciuto dopo questo volo del drone, vediamo subito realizzato un progetto in 3D, tridimensionale, questo eccolo qua, che ha realizzato sulla base delle riprese video e che poi ci contrasta con quello che sono le sue ricerche storiche, i suoi documenti, in questo caso un'opera del Bella che appunto nel XVIII secolo ci raffigura quello che era il commercio al Banco Giro a Rialto e quello che per cui sorridevamo già in tedesco che farà i prossimi giorni e sarà filmare più turisti possibili, un weekend di luglio, niente più facile, per animare poi questo sistema in 3D. Jetzt möchte ich aber, bevor wir jetzt auf den Bella zurückgehen, noch einmal zurück auf die Einstellung. Ich guckte nämlich jetzt schon abschließend, sehen wir eine wunderbare Arbeit, die auch schon entstanden ist, die wir auch unlängst in der Universität gezeigt haben, wenn du noch einmal zurückgehst auf diesen Überflug über Rialto, weil ich schaute schon, ob wir die Insel Madonna del Monte sehen, l'Isola della Madonna del Monte. Kann man die da hinten sehen? In welcher Richtung? Nee, die liegt weiter links vermutlich, oder wie ist das? Auf was schauen wir denn da? Weiter rechts sogar? Genau, wir sehen Murano im Hintergrund, wenn mich nicht alles täuscht und da hinten, hier hinten rechts müsste dann Madonna del Monte sein. Das ist nämlich das abschließende Bild, das wir noch zeigen möchten. Das ist jetzt tatsächlich eine statische Arbeit, eine Fotografie. Es ist ein Video still, ein Video still, korrekterweise, das wir hier rausgenommen haben, als wir letzte Woche die Arbeit vorgestellt haben mit Nisch, Professor Baldacci, in dem du deine Arbeit erläutert hast, im Kontext auch deiner früheren Arbeiten und deiner Beschäftigung mit der Ruhr. Und das finde ich eine ganz wunderbare Arbeit, deshalb, weil sie eine verfallene Ruine in der Nordlagune zeigt und wir sehen dahinter das Festland, zum einen mit den Industrieanlagen von Marghera und schon dahinter die Berge, mit denen wir heute Abend gestiegen sind und sich natürlich die Frage auftut und das ist ja
da willst du ja hin mit deinem Projekt Macchina Mundi, nämlich mit den kritischen Fragen. Was passiert eigentlich in der Lagune und was macht der Mensch eigentlich und warum kommt es so weit, dass so ein Gebäude in der Nordlagune vor sich hin verfällt? Quindi qui abbiamo un'opera statica, uno videostile, vediamo dopo in chiusura, avrete modo di poter vedere questo e altre opere, vediamo la Laguna Nord con quest'isola abbandonato, vediamo dietro le industrie di Marghera e sullo sfondo le colline. Ja, natürlich. Also ich glaube, du hast es eigentlich fast schon zusammengefasst. Es ist für mich natürlich diese Gegenüberstellung einerseits der verfallenden Kulturleistungen und andererseits auch ein Stück weit dieser Infrastrukturen, die unser modernes Leben möglich machen, was in dem Bild halt zusammenkommt. Dazu haben wir aber auch dann noch die ja ebenfalls, wenn man so will, zerfallenden oder bedrohten Flächen, nämlich die wenigen Stücke wenn man es noch natürlich nennen will, des Marschlandes, was sich dann im Vordergrund ausdehnt. Wer mal über die Lagune gefahren ist, sieht es ja auch, die meisten dieser Gebiete müssen inzwischen ja auch künstlich befestigt werden, weil sie sonst einfach rasend schnell von der Erosion dahingerafft werden würden. Also ein Stück weit ist das, was hier im idyllischen Sonnenuntergang zu sehen ist, natürlich auch viel Werden und Vergehen oder eher mehr Vergehen als Werden und ja, ich glaube, das spricht für sich selbst. Ja. In effetti Axel ripete quello che ho detto prima, l'importanza che lui interessa in questa immagine di vedere proprio lo sgretolarsi della città della Laguna. Und wir haben uns heute Morgen unterhalten über die Schreibschrift von Salvatore Settis, Se Venezia muore, und ich habe ein Zitat mitgebracht. Okay. Salvatore Settis schreibt 2012, wenn Venedig stirbt, ich zitiere, gleichsam von Natur aus ist Venedig auf globaler Ebene das stärkste Symbol für das von der antiken Stadt verkörperte menschliche Maße. Diese Erfahrung müssen wir uns bewahren. Salvatore Settis nel 2012, conoscete tutti il suo scritto Se Venezia muore, scrive: per sua natura Venezia è il simbolo più forte su scala globale della scala umana espressa dalla città antica, dobbiamo preservare questa esperienza. Mit dem Wunsch, dass wir das erhalten, gehen wir auf das Eingangsbild zurück, nämlich New Songdo City in Südkorea, das natürlich wie eine Drohgebärde daherkommt, wenn man Salvatore Settis liest und seine Arbeit sieht von der Isola della Madonna del Monte. Wir wissen aber auch, 2012 ist dieses Essay geschrieben worden, dass unter anderem große Projekte an der Lagune, wie zum Beispiel das Palais Lumière von Pierre Cardin, nicht realisiert wurden. Also es gibt also auch immer wieder großen Streit und auch großen Protest, der sich gegen solche Großprojekte und solche drohenden Szenarien aufbäumt. Ja, also ich denke auch durchaus aus nachvollziehbaren Gründen. Auch New Songdo City als Planstadt, die ja quasi, auf Deutsch würde man sagen, im Wattenmeer entstanden ist, hat durchaus genug Aspekte, die man kritisch sehen kann. Ja? Und es wird jetzt, glaube ich, sehr weit ausufern, die ganze Geschichte auszulegen, aber tatsächlich ist diese Stadt auf einem ehemaligen Vogelschutzgebiet gebaut worden, gilt aber wird als besonders nachhaltig beworben, weil sie aufgrund von smarten Technologien halt 30% weniger CO2 ausstößt als eine andere Großstadt vergleichbarer Größe. Als ich 2012 da war, hat sich diese Stadt, die wir jetzt hier sehen, aber eher als Geisterstadt dargestellt, da in der Finanzkrise um 2008 die Investoren pleite gegangen waren und dementsprechend ganz viele Gebäude nicht fertiggestellt waren bzw. nicht vermietet waren. Also es war eine ganz surreale Szenerie. Inzwischen habe ich von Petra erfahren, die Bekannte in der Gegend hat, ist es jetzt wieder eine ganz andere Situation, aber ja, für mich damals, schon jetzt wieder 12 Jahre her, war es einfach auch eine sehr interessante Erfahrung, da ich einfach in diesem Landgewinnungsgebiet, das ist eine riesige Bucht, die halt vom Meer abgeschnitten wurde und wo auch ganz viele andere Prozesse noch stattgefunden haben, wo ich mich im Rahmen einer Residenz befunden habe und mich dann mit solchen Fallbeispielen beschäftigt habe, ja.
Ja, es ist enorm. Wir waren gerade letztes Jahr in Korea und es ist tatsächlich so, dass das jetzt schon wieder verzehnfacht ist. Und natürlich ist das alles schon wieder belebt und man sieht auch das nur beim Vorbeifahren auf den Flughafen und wundert sich, wie die Pilze, die Städte, die Millionenstädte aus dem Boden gestampft werden. Und man kann nur hoffen, dass das in Venedig anders ist. Quindi qui in chiusura... Brevissimamente Axel ha dovuto raccontare la sua esperienza in Sud Corea, dove appunto vediamo all'epoca nel 2012 ancora in costruzione, oramai già terminato, già vissuto, una città creata in una zona dove si trovava un'oasi, con la scusa che questa smart city avesse emissioni CO2 del 30% minore delle solite smart city, ma ovviamente questi non sono argomenti che adesso possiamo discutere, ovvero sì in chiusura. Herzlichen Dank, Axel Braun. Wir diskutieren das jetzt freudig im Anschluss weiter. Ich übergebe das Mikrofon an Herrn Dr. Erkens, quindi abbiamo adesso occasione per discuterne con te in chiusura. Grazie. Und Vielen Dank. Tante grazie Axel, grazie anche a Petra, grazie anche a Martin Daske, compositore, artista per l'assistenza tecnica, anche protagonista per la mostra Strange 2. Abbiamo imparato molto, io ho imparato molto questo sguardo, per quanto tutta la work in progress, questo sguardo affascinante a Venezia, e abbiamo sentito grandi domande, grandi incertezze, e io sono convinto che sia una bellissima idea di non avere paura, di chiedere queste domande dal proprio punto di vista. Ma forse una certezza ne abbiamo, che Venezia è la laguna, è lo specchio più importante per noi. Allora, Axel è sicuramente a disposizione per una conversazione, per l'incontro, ma questo non facciamo senza un bicchiere, un calice in mano, quindi è a disposizione nel salotto un rinfresco e poi anche il tempo è bellissimo, siete tutti invitati anche a andare in terrazza. Also vielen Dank Axel, vielen Dank Petra, vielen Dank Martin Daske für diesen wunderbaren Einblick in deine Arbeiten. Ich finde das ganz faszinierend, dass diese großen Fragen vielleicht auch hier in diesem Raum gar keine Antwort finden können, aber dass auf jeden Fall der Mut da ist, diese Fragen ganz konzentriert aus einer eigenen Perspektive sich diesen Fragen zu stellen. Das finde ich wunderbar, das nehme ich mit. Und es bleibt natürlich auch bei allen schönen Bildern und bei diesen wunderbaren Bewegungen doch die Sicherheit, dass Venedig und die Lagune unser wichtigster Spiegel ist. In dem Sinne sind Sie alle eingeladen, jetzt mit Axel Braun und allen, die da sind, in Dialog zu treten. Das machen Sie bitte nicht ohne ein Glas in der Hand. Im Salotto sind einige Erfrischungen für Sie aufgebaut. Auch die Terrasse steht Ihnen zur Verfügung. Einen wunderbaren Abend. Vielen Dank.